Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Livestream der Vineyard Bern. Ich bin Franziska, das ist Gabriela und wir machen heute zusammen den Worship. Hey, ich finde es mega cool, dass du eingeschaltet hast und dass du den guckst, den Livestream. Und du weißt ja, du kannst immer wieder mal gucken, die bleiben auch im Internet. Schau doch einfach auch die anderen nach, falls du mal einen verpasst hast oder falls du es nochmal sehen willst. Und jetzt steigen wir zusammen ein mit dem Worship. Einfach super, dass du da bist. Einfach super, dass du da bist. Einfach super, dass du da bist. Einfach super, komm, wir loben Gott der Herr. Einfach super, dass du da bist. Einfach super, dass du da bist. Einfach super, komm, wir loben Gott der Herr. Wir kumpen. Einfach super, komm, wir kumpen. Einfach super, komm, wir kumpen. Einfach super, komm, wir loben Gott der Herr. Einfach super, komm, wir kumpen. Einfach super, komm, wir kumpen. Einfach super, komm, wir loben Gott der Herr. Genau, wir loben Gott der Herr. Und Gott und Jesus und der Heilige Geist, es sind ja zusammen drei und doch sind es eins. Und es ist nicht immer ganz einfach zu verstehen. Und genauso geht auch das Lied. Und da können wir vielleicht ein bisschen besser das dann verstehen. Jesus, Gott, du Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus, Gott, du Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus ist mein Freund, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist mein Freund und er hat mich fest lieb. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Gott, er ist mein Vater, die Liebe und mein Schöpfer. Gott, er ist mein Vater und er hat mich fest lieb. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus, Gott und Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Oh, der Heilige Geist hilft mir zu verstehen und er hilft mir, die richtigen Wege zu gehen. Und der Heilige Geist hilft mir zu verstehen und er hilft mir, die richtigen Wege zu gehen. Jesus, Gott, du Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Jesus, Gott, du Heiliger Geist, zusammen sind sie drei und doch eins. Ja, und Gott und Jesus und der Heilige Geist, die sind einfach immer bei uns. Egal, wo wir herlaufen und was uns beschäftigt und wie es uns geht. Ja, und wir hören jetzt einfach die Geschichte. Als nächstes eine Geschichte von Gott, wie es weitergeht. Der Mose, der ist aufgewachsen bei der Schwester vom Pharao, ein Israelit eigentlich. Und er hat euch Antonia erzählt, oder hat sie euch nicht erzählt, dass der Mose hat einen ägyptischen Sklaventreiber umgebracht. Und er musste flüchten in die Wüste. 40 Jahre war er in dieser Wüste. Und dort hat er Schafe gehütet. Und eines Tages, als er so durch die Wüste läuft, sieht er einen Dornbusch, der brennt. Ich glaube, das war gar nicht mal so selten. Einerseits hatte es viele Dornbüsche in der Wüste, keine Blätter. Dann war es heiß durch den Tag, vorzutrocken. Und danach hat sich das Zeug auch entzündet. Aber in der Bibel steht, Mose ist aufgefallen, dass der Dornbusch brennt, aber nicht ist verbrannt. Das klingt ja schräg. Es hat gebrannt, es hat Flammen gehabt, aber der Dornbusch ist wie nicht weggegangen. Und der Mose ist zu gegangen, schauen, weil er denkt,
das muss ich mir genau anschauen. Aber da hat Gott, der im Dornbusch war, gesagt, Mose, das ist ein heiliger Boden. Ich will dir begegnen und darum ziehe ich auch meine Schuhe ab. Für die Geschichte. Und wenn ihr Schuhe anhabt, zieht sie doch auch ab. Vielleicht hört ihr es aber auch daheim im Wohnzimmer und dann seid ihr etwa in den Socken. Machen es mir bequem. Nein, der Mose ist zugegangen zu diesem Dornbusch und zuerst hatte er mega Schiss gehabt. Gott zu nächtern. Er hat sein Gesicht verdeckt und hat gesagt, Gott, ich kann dich nicht anschauen. Und dann hat Gott im Dornbusch auf Mose gewartet und hat ihm begegnen, wollte mit ihm reden. Gott wollte Mose begegnen. Und dann hat der Mose gesagt, Mose, ich habe gesehen, wie beschissen es den Israeliten geht. Die armen Kälber müssen krampfen und schuften. Ich habe ihr Elend erhört. Ich will sie rausführen. Und jetzt kommt die grosse Überraschung. Du bist mein Mann. Und der Mose hat auch zuerst gedacht, yeah, Gott will sie befreien, hey, mega cool so. Und dann so, ich? Wie um alles in der Welt soll ich? Wer bin ich schon, hat er Gott gefragt. Und Gott hat ihm gesagt, ganz eine schöne Antwort. Du bist der, wo ich mit ihm bin. Eigentlich noch gut, oder? Nicht, du bist super stark, du bist ein mega Sportler oder du bist gescheit, du kannst auch gut reden oder du bist der Beste, du kennst den Pharao von früher, weil ihr zusammen Gielen waren und können bei am Hof spielen oder so. Nein, Gott hat gesagt, Mose, du bist der, wo ich bei ihm bin. Wo Gott mit ihm ist. Mega krass. Und der Mose, der hat der Gack in der Hose gehabt. Aber schlussendlich hat er gesagt, okay. Okay, Gott. Und dann hat Gott gesagt, weil ich bin der ich bin, ist der Name übersetzt, wo Gott Mose hat gegeben. Und ich bin, der ich bin, ist mit dir. Du bist der, wo der ich bin, mit ihm ist. Und dann hat der Mose langsam Mut gefasst. Und hat gewusst, Gott ist es ernst. Aber Gott ist Mose begegnet in diesem Dornbusch. Und ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, als ich die Geschichte gelesen habe. Bin ich auch schon an so Dornbüschen vorbeigelaufen und habe einfach nicht gemerkt, dass sie nicht verbrennen und dass darum etwas Besonderes ist. Und hätte Gott begegnen, wenn ich zurückgegangen wäre. Weil ich glaube, Gott will uns begegnen. Dir und mir. Und zwar nicht nur am Sonntag während dem Livestream oder im Gottesdienstalben, sondern Gott will dir und mir begegnen, dort, wo wir sind, in unserem Zuhause, auf dem Schulweg, sogar im Coop. Gott will uns begegnen. Und manchmal merken wir vielleicht auch, oh, hier spüre ich seine Gegenwart. Da ist etwas. Und manchmal bin ich vielleicht zu beschäftigt und sehe nur, da brennt ein Dornbusch. Und merke gar nicht, dass er nicht verbrennt. Und darum, ich nehme jetzt das schon vorweg, wir machen dann zusammen noch ein Experiment. Aber tut mal daheim. Fragt mal zusammen Gott, wo bist du? Und wir haben es nicht gemerkt. Wo ist ein Dornbusch am Brennen und wartet eigentlich darauf, dass wir zu Hause kommen und unsere Schuhe abziehen? Nicht der Dornbusch hat gewartet, Gott hat ja dort gewartet. Aber Gott, wo bist du mit einer Begegnung parat für mich? Und ich glaube, das ist ein bisschen wie Ostereier suchen. Weil Gott hat so viel versteckt für uns. Habt ihr schon mal mit einem kleineren Kind Versteckis gespielt? Oder wenn ihr mit jemandem jünger spielt, der noch nicht so gut ist, dann tut man sich nicht gut verstecken. Bei den Grossen, wenn man mit
erwachseneren Leute Verstecken spielt, dann geht man sich so gut verstecken, dann geht man unter das Abwaschbecken hingern und stellt noch 2 Flaschen Waschmittel vor dran, dass man ihn sicher nicht sieht, oder? Aber wenn man mit jüngeren Kindern Verstecken spielt, dann tut man vielleicht, hockt man in den Wäschkorb und hat so die Hänge oben raus. Oder man liegt hinter dem Sofa und die Füße schauen dann so vorne noch so vorne, oder? Weil die Kleinen sind noch nicht gleich gut im Suchen und dann muss man ein bisschen schauen, dass es realistisch ist. Und ich glaube, wenn Gott mit uns Verstecken spielt oder wenn Gott mit uns Ostereier suchen spielt, ich weiss, es ist jahreszeitmässig überhaupt nicht Ostereier, im Gegenteil, wir gehen jetzt auf Weihnachten zu und Erntedank ist vorbei. Aber Gott hat überall für uns Ostereier versteckt, und zwar Ostereier von seiner Gegenwart, wo er uns begegnen will. Und dann könnt ihr als Familie zusammen darüber reden und zusammen Gott fragen mal, Gott, wo hat es echt noch Ostereier? Wo hat es noch einen Dornbusch von deiner Gegenwart, wo wir dir begegnen können, wo wir noch nicht gemerkt haben? Und vielleicht merken ihr zusammen, hey, unser Esstisch, da wartet Gott jedes Mal mit seiner Gegenwart. Wo er liebt unsere Gemeinschaft und dann will er immer mitten unter uns sein. Und wir haben das Beispiel auch schon gehabt. Vielleicht deckt ihr dann einfach einen Platz mehr, für das Gott mit euch zu Nacht essen und euch begegnen. Und diese Leute, ich zum Beispiel, mir ist Gott mega viel in der Dusche begegnet. Vielleicht müsst ihr jetzt lachen. Aber auch viel bei der Dusche, da konnte ich mich alles andere ist verschwunden und einfach mich auf Gott konzentrieren, oder wie auf das konzentrieren, was da ist. Und ich habe gemerkt, wow, Gott ist hier. Und er redet zu mir. Gott begegnet mir in der Dusche. Und zugegebenermassen, ich habe dann manchmal ein bisschen lang geduscht. Aber vielleicht findest du Gott in der Badwanne. Oder du findest Gott in deiner Lego-Kiste. Oder du findest Gott draussen auf dem Rasen beim Shooten. Oder wenn du klettern merkst, hey, da ist Gott. Und nicht immer gibt uns Gott so riesige Aufträge, wie er Mose hat gegeben. Manchmal ist er einfach da und sagt, hey, kann ich nicht mit dir hängen? Kann ich bei dir sein? Und manchmal sagt er etwas ganz Konkretes zu einer wichtigen Situation. Aber Gott will uns begegnen. Überall, wo wir sind. Ist es nicht mega? Sucht ihn. Fragt ihn, wo er ist. In eurem Daheim. In deiner Welt, in deinem Alltag. Und jetzt gehen wir zum Experiment. Vorhin haben wir gehört, dass Gott uns begegnen will. Und wir haben schon die Aufgabe gegeben. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir sind ja alle manchmal ein bisschen Eier, oder? Manchmal kennt ihr den Begriff von frohen Eier laufen. Ich habe hier ein schönes Ei. Wenn ihr ganz genau schaut, seht ihr noch den Hühnermist. Das sind Margret, ihre Hühner von uns vom Bauernhof. Ich habe ein Ei mitgenommen. Und wenn wir uns vorstellen, wir sind ein Ei. Und dann haben wir hier ein Glas. Ich habe hier schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, nämlich Essig. Ganz einfachen, billigen Essig reingeleert. So. Und dann tut man das Ei da rein. Ich habe es etwa einen Tag drin. Das braucht ein Zeitchen. Und wir stellen uns vor, der Essig ist Gottes Gegenwart. Das Ei sind wir. Das geht rein. Und jetzt, ich habe schon Vorarbeit geleistet, dass ihr seht, was dann rauskommt. Und zwar habe ich das Ei vorhin hier rausgefischt. Der Schaum, den ihr seht, ist bereits der Kalk. Die Schale des Ei besteht nämlich aus Kalk. Und Essig ist sauer und Säure löst Kalk auf. Und manchmal haben wir ja auch so eine Schutzschicht. Eine kleine dreckige Schicht vielleicht sogar. Oder eine beschäftigte Schicht aus To-Do-Listen und was eben alles muss sein, dass wir den Dornbusch nicht brennen. Und wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann löst sich die harte Schicht um uns herum auf. Und zurück bleibt ein weiches Ei. Ich habe gelesen, es kann sogar ein bisschen gümpeln, aber man soll nicht zu fest, weil es dann manchmal verplatzt. Das ist dann dort holpert das Experiment. Aber ich habe noch eine Taschenlampe mitgenommen. Wow! Sorry. Eine Taschenlampe mitgenommen. Schaut mal. Sieht noch spooky aus. Seht ihr das Eigelb? Man sieht es nicht gut. Seht ihr so besser? Noch schwierig zu sagen. He? Zum Vergleich, das ist ein normales Ei mit Schale. So, ich will ja nicht, dass es runterfällt. Und das ist ein Ei jetzt ohne Schale. Probiert das mal aus.
ob ihr auch könnt eine Eierschale lösen und das Ei ganz behalten. Das ist ein rohes Ei, nicht ein gekochtes Ei. Ui, die kann ich ablöschen. Genau, das ist unser Experiment von dieser Woche. Und die Aufgabe, habe ich vorhin schon gesagt, fragt zusammen Gott, wo hast du dich versteckt? Eier, Ostereier. Wo hast du deine Gegenwart für uns versteckt? Wo sind die brennenden Dornbusche in unserem Leben, wo du uns begegnen willst? Ist gut? Merci vielmals.
Herzlich willkommen im Livestream der Vineyard Bern. Ich bin Mareike und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Wir kommen zusammen, um diesen Gottesdienst zu feiern und es ist so schön, hast du dir jetzt gerade Zeit genommen. Ich möchte dich begrüßen, wenn du hier gerade live dabei bist, wie Sarah, Salome, Matthias, schön seid ihr da. Aber auch gerade, wenn du noch dazu stößt und das erste Mal hier bist, dann möchte ich dich herzlich willkommen heißen. Aber genauso gilt es für dich, wenn du jetzt diesen Livestream später siehst. Es ist schön, bist du da, hast du dich entschieden, mit uns zusammen Gottesdienst zu feiern, den Herrn zu dienen und auch von ihm zu empfangen. Wir werden jetzt durch eine Zeit des Worships gehen mit Goni Guida, die mit ihrem Mann die Leitung der Anbetung führt hier in der Vineyard Bern. Und dann werden wir uns den letzten Teil der Predigtserie hören, ein Herz für unsere Stadt mit Marius Bühlmann und Andrea Di Meglio. Natürlich werden wir auch heute einen Teil haben, wenn wir im Gebet für andere Leute einstehen, weil wir glauben, dass Gebet Macht hat und dass das ein Ausdruck ist von der Zusammenarbeit mit Gott zusammen. Vielleicht hast du schon mitbekommen, wahrscheinlich weißt du es, dass heute der erste Advent ist und deshalb möchten wir auch heute eine Kerze anzünden. Das werden wir jetzt gleich machen. Ja, sie brennt. Genau. Ich habe ein bisschen recherchiert, was Advent eigentlich wirklich heißt, weil oftmals geht es ja verloren, weil es so in unserem Sprachgebrauch ist. Auf jeden Fall heißt Advent eigentlich Vorfreude und Erwartung. Aber Advent ist nicht nur eine Vorfreude auf Geschenke, auf gutes Essen und tolle Gemeinschaft mit Freunden. Nein, es ist eine Vorfreude und Freude auf die Geburt Jesus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat, als er auf der Erde war, hier bei uns. Und zugleich ist es auch
eine Erwartung, die wir haben müssen, wie Advent ja heißt, Erwartung, dass Jesus noch einmal kommt. Und vielleicht nimmst du dir gerade diese Woche einmal Zeit, was es für dich bedeutet, dass Jesus noch einmal kommen wird und dass wir nicht hier stehen bleiben. Und was das bedeutet, wenn alle Menschen erkennen werden, dass er das Licht der Welt ist und uns in die Wahrheit führt, so wie im Johannes 1 beschrieben. Und so lasst uns nun einfach in dieses Licht eintreten, das er für uns hat, in eine Zeit des Worships kommen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns ins Licht und in die Wahrheit führst. Amen. Danke, Mareike. Ich habe mich auch sehr gefreut, heute mit dir Gott anzubeten. Ich war gestern noch bei einer Freundin zu Hause und die wohnt in Heiligenschwendi. Und ich bin da mit dem Auto hingefahren und als ich in Belp losgefahren bin, war da ein ganz großes Nebelmeer. Ich war so richtig im Nebel eingedeckt. Und als ich dann nach Heiligenschwendi hochgefahren bin, ist plötzlich die Sonne da, blauer Himmel und einfach das schönste Wetter. Und das hat mich so daran erinnert, wie das ist mit der Anbetung. Weil wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn anschauen, was er tut, verändert es immer wieder unsere Perspektive und wir kommen wie von diesem Nebelmeer hoch in die Berge und sehen die Perspektive vom Himmel her. Und das möchte ich dich einladen, dass wir jetzt gemeinsam unseren Gott anschauen, der so gut ist, der so groß ist, wo so viel Hoffnung, so viel Freiheit bei ihm ist und von dieser himmlischen Perspektive aus Gott anbeten. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Oh, sing, all ye bright ones from heaven above. Glory to God, glory to the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, let us
unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. In allem, was wir sind, wenn wir dich loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. In allem, was wir sind, wenn wir dich preisen, am Tag und in der Nacht. Wir haben unsere Hände, wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. In allem, was wir sind, wenn wir dich loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich, Jesus. In allem, was wir sind, wenn wir dich preisen, am Tag und in der Nacht. Es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe her. Nicht Tod, nicht Sünde und auch keine Macht. Du bist immer nah. Und egal, was um uns geht, du bist der, der uns befreit. Du bist der, der uns befreit. Wir haben unsere Hände, wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich, Jesus. In allem, was wir sind, wenn wir dich loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. In allem, was wir sind, wenn wir dich preisen, am Tag und in der Nacht. Ich lade dich ein, einfach deine Hände dem Herrn hinzustrecken, deine Augen auf ihn zu richten, dein Handy wegzulegen, deine Gedanken auf ihn auszurichten. Gerade dort, wo du bist. Komm, wir haben nicht mehr zurück vor dir. Unser Lob steigt auf zu dir. Oh, wir haben nicht mehr zurück vor dir. Unser Lob steigt auf zu dir. Oh, wir haben nicht mehr zurück vor dir, Jesus. Unser Lob steigt auf zu dir. Oh, wir haben nicht mehr zurück vor dir. Unser Lob steigt auf zu dir. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. In allem, was wir sind, wenn wir dich loben, in Freude und im Schmerz. Wir haben unsere Hände in die Höhe, richten unseren Blick aus auf dich. In allem, was wir sind, wenn wir dich preisen, am Tag und in der Nacht. In allem, was wir sind, wenn wir dich loben, in Freude und im Schmerz. In allem, was wir sind, wenn wir dich preisen, am Tag und in der We give you
deserve it all. Oh. Ja, unser Gott, dir gehört alles Lob, dir gehört alles Lob, alle Ehre, alle Anbetung. Was für ein Gott bist du, ein heiliger, mächtiger Gott. Du bist auf dem Thron, du regierst die Welt. Du machst es so gut. Wir können dir vertrauen in jeder Zeit, was auch immer um uns passiert. Auf dich können wir uns verlassen, auf dich können wir vertrauen. Weil du gut bist, weil du groß bist, weil du alles in der Hand hältst. Weil du ein mächtiger, liebender Vater bist. Wir geben dir alle Ehre. Wir erheben unsere Hände, wir schauen auf dich, Herr. Yes. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Wir schauen dir in die Augen, unser Gott. Du willst Grosses tun in dieser Stadt. Jesus, Jesus, Jesus. Wir erheben unsere Stimme zu dir. Unser König, unser König. Die Geist erfüllt mich neu mit Stärke. Du gehst mir die Flügel, die ich brauche. Dein Wort ist wie ein tiefer Anker, dass ich verwurzelt in dir bleibe. Alles lege ich vor dir, weil du bist alles für mich. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Yes. Oh, die Geist erfüllt mich neu mit Stärke. Du gehst mit Flügeln, die ich brauche. Dein Wort ist wie ein tiefer Anker, dass ich verwurzelt in dir bleibe. Alles lege ich vor dir, weil du bist alles für mich. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Halleluja, du bist mächtig, nichts kann gegen dich bestehen. Du bist Alpha und Omega, die Welt ist in deinen Händen. Halleluja, du bist gütig, die Schöpfung versorgst du treu. Du bist Quelle von dem Leben, alles fließt aus deinen Händen. Halleluja, Halleluja, du bist mächtig, nichts kann gegen
bestehen, Jesus. Du bist Alpha und Omega, die Welt ist in deinen Händen. Halleluja, Halleluja, du bist gütig, die Schöpfung versorgst du treu. Du bist Quelle von dem Leben, alles fließt aus deinen Händen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Alles mag vergehen, doch du bleibst bestehen über alle Zeiten. Yes. Bleibst du bestehen. Alles mag vergehen, doch du bleibst bestehen über alle Zeiten. Bleibst du bestehen. Ja, Vater, du bleibst wirklich bestehen. Du bleibst bestehen über alle Zeiten. Danke, du bist so ein guter Gott. Danke, dürfen wir deine Kinder sein. Amen. Hey, ich grüße an diesem ersten Advent und gleichzeitig diesem Abstimmungssonntag alle, die sich aus der Vineyard Bern für den Stadtrat haben aufstellen lassen. Ich habe natürlich bereits vor Tagen brieflich abgestimmt, um mich zu beteiligen, und ich bin richtig dankbar, dass einfach verschiedenste Personen aus der Vineyard Bern sich auch politisch engagieren. Vielen herzlichen Dank. Im aktuellen Insight, dem Pastoralbrief der Vineyard Bern, haben wir kommuniziert, dass wir heute die neue Leitung der Vineyard Bern einsetzen wollen. Wir haben das Insight genau in der Zeit geschrieben, als der Kanton Bern die Verschärfung der Corona-Maßnahmen entschieden hat. Und als wir uns danach Gedanken gemacht haben, haben wir gemerkt, dass eigentlich eine Einsetzung eine sehr persönliche, familiäre Angelegenheit ist, die von der Nähe lebt, die davon lebt, dass wir zusammenstehen als Gemeinde und wir füreinander beten. Und das ist in diesem Livestream nicht möglich. Dazu ist es hier im Livestream-Studio auch nicht möglich, dass wir als ganze Leitung die Abstände einhalten, die gefordert werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Einsetzung der Leitung zu verschieben und dann durchzuführen, wenn wir uns wieder vor Ort treffen können. Gleichzeitig werden wir aber als Leitung in den nächsten Wochen auch mal nach einem Livestream für Fragen zur Verfügung stellen, Fragen, die dich beschäftigen. Deswegen darfst du uns jetzt schon solche Fragen, Dinge, die dich beschäftigen, zukommen lassen. Und wir werden dann im Verlauf der nächsten Wochen mal an einem Sonntag nach dem Livestream hier im Studio Antworten auf deine Fragen geben. Den Termin dazu werden wir noch kommunizieren. Und ich freue mich, dass ich heute nicht alleine da bin, sondern dass Andi aus der Leitung auch mit mir hier ist. Liebe Grüße aus der Leitung für euch alle, auch herzlichen Dank für all die Gebete, die immer wieder gebetet werden. Das sind wirklich, ist eine unglaubliche Hilfe und diese Gebete sind sehr, sehr wertgeschätzt aus unserer Seite. Darum herzlichen Dank und liebe Grüße von der Leitung. Ja, momentan gibt es vielleicht viele Fragen, die Antworten darauf werden sicherlich kommen vom Herrn, einige darauf haben wir bereits. Ich möchte vielleicht ganz kurz schildern, wie wir vorankommen mit der Leitung, mit dem ganzen Prozess der neuen Vision, der Umstrukturierung und so.
Und wir haben uns im September einmal getroffen auf dem Gurten und werden auch begleitet von Reinhard Wedeleit, der ist auch im Dach sehr, sehr aktiv. Und wir haben an diesem Treffen im September auf dem Gurten einfach ausgetauscht. Es hat für uns keinen großen Sinn gemacht, jetzt ein neues Programm aufzustellen, eine neue Vision und irgendwie aktiv zu werden, wenn wir gar nicht richtig wissen, wer sitzt da eigentlich am Tisch mit Marius, David, Nathanael, Lisi, Matt und mich, sondern was hat Gott in diese Menschen hineingelegt, für was brennt unser Herz wirklich, was ist die DNA, die Gott in uns hineingepflanzt hat und wo kreuzen sich diese, damit dort Reibungskraft entstehen kann. Und es war so ermutigend zu sehen und zu hören, wie das Team vielleicht vom Staff ausgewählt wurde, in Anführungszeichen, und dennoch Gott das Ganze wie vorbereitet hat, weil wir nach sehr kurzer Zeit gemerkt haben, hey, da trifft sich etwas, was sich sehr schön ergänzt, und wir haben eigentlich schnell gemerkt, dass das Thema Gegenwart, Barmherzigkeit und Kraft Gottes sehr zentral war, aber dass alles im Zusammenhang eigentlich zusammenkam mit einer Ausrichtung nach außen in die Region Bern, Stadt Bern und darüber hinaus. Und das war doch sehr ermutigend zu sehen, dass wir eigentlich auf dieser selben Wellenlänge unterwegs sind. Und Nathanael, Marius und ich haben danach ein Coaching gemacht mit Alan Scott und anderen Leitern von der ganzen Welt, hauptsächlich aus England. Da waren vielleicht 50, 60 Pastoren dabei und haben uns Inspiration geholt. Und wir haben wirklich gemerkt, dass wir nicht nur Vineyard Bern heißen, weil wir an diesem Ort gegründet worden sind, sondern weil wir einen Auftrag für diesen Ort haben. Und Gott ist noch daran, unser Territorium zu erweitern, aber damit das geschehen kann, muss er zuerst unser Herz vergrößern. Und wir haben ja die Predigtserie Ein Herz für unsere Stadt. Und damit unser Herz wirklich die Stadt einnehmen kann, muss das vergrößert werden, damit Gott mehr und mehr durch uns wirken kann. Das heißt konkret, wir möchten wirklich, wie das genau aussehen wird, das wissen wir noch nicht. Keine Sorge, wir werden nicht alle Menschen auf Straßeneinsätze ausschicken, aber dennoch wollen wir ein Verständnis bekommen, was es heißt, ein ausgesonderter Christ zu sein. Und wir möchten nicht nach außen leben, damit Menschen zu Christen werden, sondern wir möchten nach außen leben, weil wir Christen sind und es einfach unsere DNA ist, nach außen zu wirken, ausgestreckt nach außen, damit die Ausgießung kommen kann. Und wir werden uns gegenseitig ermutigen, um die Gaben und die Kraft Gottes in uns aufzuwühlen, indem wir uns immer wieder aufzeigen, hey, Gott hat einen Auftrag uns gegeben hier für diese Region und diesen Ort. Und wir sind jetzt auch mit Alan Scott haben wir private Sessions, wir als Leitungsteam, wo er uns einfach hilft, konkrete Tipps zu geben und Weisheit. Und das ist etwas, Marius, was ich sehr schätze, dass wir das als Leitung tun. Denn es zeigt auch die Haltung, die wir haben. Es ist eine demütige Haltung. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir alles wissen, alles können und sind daher wirklich, glaube ich, sehr gut unterwegs. Und wir leben wirklich dafür, dass Gottes Geschichte in jedem Herz und jedem Haus in Bern und darüber hinaus geschrieben werden kann. Von daher haltet uns im Gebet. Es ist eine super coole Zeit. Ich persönlich mag Veränderungen und wir fühlen wirklich, wie die Gegenwart Gottes uns trägt und wie Gott etwas Neues am Schaffen ist. Und von daher könnt ihr euch wirklich freuen. Ich freue mich, Marius, und bin wirklich gespannt, wo Gott uns hinführen wird. Vielen Dank, Andi. Wir wollen euch einfach mit in diesen Prozess hineinnehmen, nicht nur Resultate vorstellen, sondern einfach zu spüren geben, was uns bewegt und wo wir dran sind. Und dazu kommt auch die Predigt heute, in der ich eine Geschichte aus Johannes 11 aufnehmen will, nämlich die Auferweckung von Lazarus. Eine Geschichte im Neuen Testament, die unglaublich Kraft hat, die nicht nur Leben in den Tod von Lazarus bringt, sondern die unglaublich viele Menschen zu Gott zieht und schlussendlich auch ein Bild dafür legt, was auf Jesus selbst wartet. Eine Geschichte, die einen ganz zentralen Platz im Johannesevangelium hat. Und diese Geschichte gibt uns auch Orientierung. Sie zeigt uns, wie Jesus gelebt hat, als er in der Situation war, wo er unterbrochen wurde. Die Geschichte beginnt nämlich damit, dass Jesus fliehen muss, als die Juden ihn in Judäa steinigen wollten. Er ist geflohen mit seinen Jüngern und hat sich auf die andere Seite des Jordan zurückgezogen. Eine große Menschenmenge ist ihm dabei gefolgt und wir lesen, dass sie zum Glauben gekommen sind.
Und als sie dort so diese fruchtbare Zeit haben, kommt ein Bote zu Jesus und bringt ihm eine herausfordernde Nachricht. Seine engen Freunde Martha und Maria haben diesen Boten geschickt, um ihm zu sagen, dass sein enger Freund Lazarus schwer krank ist und im Sterben liegt. Jetzt, solche Unterbrechungen, die kennen wir aus unserem Alltag genauso. Situationen, wenn wir von einem erkrankten Freund hören, wenn beispielsweise ein Kind keinen Anschluss findet, wenn wir Konflikte in der Familie, unter Freunden oder am Arbeitsplatz haben, wenn ein Geschäft bach abgeht, wenn ein Unfall unsere Mobilität einschränkt, wenn wir eine Kündigung erhalten oder eben in dieser Corona-Zeit, wo wir unterbrochen werden und Weihnachten nicht so feiern können, wie wir uns das gewohnt sind. Es finden keine Weihnachtsessen statt, keine Adventskonzerte und auch das Weihnachtsfest in der Familie müssten wir wahrscheinlich im kleinen Rahmen feiern. Und wenn wir sehen, wie Jesus unterbrochen wird, dann sehen wir, dass diese Nachricht von der Erkrankung seines Freundes Jesus richtig bewegt. Wir lesen in diesem Kapitel mehrmals, dass Jesus Martha, Maria und Lazarus sehr lieb hatte. Und dennoch ist er nicht sofort aufgebrochen. Er ist nicht in Aktivismus verfallen. Nachdem er von der Krankheit von Lazarus hört, bleibt Jesus ganze 2 Tage dort am Jordan, bevor er zu seinen Jüngern sagt, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Nun, seine Jünger sind überhaupt nicht begeistert. Sie wollen Jesus von diesem Plan abhalten. Jesus, verstehst du nicht, siehst du nicht, wie gut es gerade läuft hier, wie viele Menschen zu uns kommen? Hast du vergessen, dass die Juden dich eben in der Nähe von Jerusalem noch steinigen wollten, dass sie dir nach dem Leben trachten? Es ist viel zu gefährlich. Aber Jesus lässt sich weder von der Gefahr noch von der Angst der Jünger davon abhalten, zu seinen Freunden Maria und Martha zu gehen. Seine Liebe für die beiden und für Lazarus bringt ihn in Bewegung. Und meine Lieben, ich liebe die Gegenwart Gottes. Ich liebe es, Gott anzubeten und seine Nähe zu erleben. Denn dort, wo wir ihm nahe kommen, erfahren wir seine Liebe, wir kennen seine Liebe. Aber seine Liebe ist mehr als ein Erlebnis. Es ist mehr als ein Gefühl. Dort, wo wir Gott nahe kommen, zeigt er uns sein Herz. Und wo wir von seiner Liebe berührt werden, bringt es uns in Bewegung. Woran erkennst du, dass Gottes Liebe ihre Wirkung in deinem Leben entfaltet hat? Dort, wo du in Bewegung gekommen bist. Und weißt du, aus Liebe machen wir die verrücktesten Dinge. Und wir sind bereit, sämtliche Kosten auf uns zu nehmen. Ich kann mich erinnern, als ich meiner Frau meine Liebe gestehen wollte oder gestanden habe, da habe ich 300 Kerzen in Basel niedergelegt und angezündet. Ich war stundenlang in der Altstadt von Basel und es war mir alles egal. Ich wollte ihr einfach meine Liebe gestehen. Kosten spielen keine Rolle. Wir sind wegen der Liebe bereit, den Preis zu zahlen. Und das Gleiche sehen wir hier bei Jesus. Weil er Martha, Maria und Lazarus so liebt, lässt er sich nicht von der Gefahr abhalten, zurück nach Judäa zu gehen. Er geht nach Bethanien, um dort seinem Freund Lazarus beizustehen. Und als Jesus dann in Bethanien ankommt, erfährt er und erfahren seine Jünger, dass Lazarus längstens gestorben ist. Er ist bereits seit 4 Tagen im Grab. Als Martha hört, dass Jesus auf dem Weg ist, bricht sie auf und geht auf Jesus zu. Sie sagt zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Hörst du den Vorwurf zwischen den Zeilen? Wo warst du? Jesus, du bist zu spät. Aber Martha schwächt ihren Vorwurf gleich wieder ab. Sie zeigt Jesus, dass sie ihm nicht böse ist. Hey, ich weiß, Gott gibt dir alles, was du willst. Das bedeutet aber nicht, dass sie erwartet, dass Jesus hier eingreift. Überhaupt nicht. Die Reaktion von Jesus auf ihre Aussage ist absolut erstaunlich. Er tröstet sie nicht. Er nimmt sie nicht in den Arm und sagt, ja, oh arme Martha, es tut mir so leid. Nein,
Er richtet ihren Blick in die Zukunft. Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha kennt das jüdische Verständnis der Auferstehung. Sie weiß, dass sie als Volk erwarten, dass am Ende der Zeit Gott kommen wird, die Schöpfung erneuern wird und alle Menschen wieder auferstehen werden. Und so antwortet sie ihm, ja, ich weiß, dass Lazarus am Tag der Auferstehung mit allen Menschen auferstehen wird. Es ist klassische jüdische Vorstellung dieser Zeit. Aber sie rechnet nicht mit der Antwort von Jesus. Denn Jesus offenbart Martha nun, wer er ist. Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Jesus sagt zu Martha, die Auferstehung ist nicht einfach in der Zukunft, sondern in mir bricht Gottes Realität der Zukunft in die Gegenwart hinein. Es ist heute, ich bin es, die Hoffnung, diese Perspektive ist eine Person, ich bin es. Glaubst du es? Und es ist erstaunlich, während in den anderen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, Petrus als Erster erkennt und ausspricht, wer Jesus ist es hier im Johannesevangelium Martha. Martha wird zu einer ganz speziellen Person. Sie in ihrem Schmerz und ihrer Trauer erkennt als Erste, wer Jesus ist. Ja, Herr, antwortete sie. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Meine Lieben, wenn wir von Trauer geplagt sind, wenn Schmerzen oder Unsicherheit unsere Orientierung rauben, brauchen wir nicht antworten. Sondern was wir brauchen, ist diese Bewegung auf Jesus zu. Die Begegnung mit ihm, der uns Orientierung gibt. Wie Martha auf ihn zugerannt ist, brauchen wir diese Bewegung auf ihn zu. Er wird uns neue Perspektive geben. Er wird uns Antworten geben, auch wenn sie nicht immer so sind, wie wir das erwarten. Wie das auch hier bei Martha der Fall ist. Weißt du, es ist erstaunlich. In dieser Corona-Krise gibt es Christen, die sich von Ängsten bestimmen lassen. Und genauso gibt es Christen, die einen schon fast missionarischen Eifer gegen die Maßnahmen des Bundes entwickeln. Aber meine Lieben, was wir brauchen, ist dieser Blick für Jesus. Wer bist du? Jesus, ich renne zu dir. Ich will sehen, was du denkst. Ich will sehen, was du tun willst. Denn von ihm wollen wir uns prägen und bestimmen lassen. Martha erkennt, wer Jesus ist. Und darauf kehrt sie zurück nach Hause und ruft ihre Schwester Maria, die darauf auch Jesus begegnen will. Als Maria zu Jesus geht, folgen ihr ganz viele Menschen, die mit ihr trauern. Denn in dieser Zeit war die Trauer ein richtiger Volksauflauf. Man hat miteinander laut getrauert, laut geweint. Und die Menschen dachten, dass Maria jetzt zum Grab gehen würde und folgten ihr deswegen. Und als Maria zu Jesus kommt, macht sie die gleiche Aussage wie zuvor Martha. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber was wir nun sehen, ist, dass Jesus ganz anders reagiert. Es ist eine der bemerkenswertesten Situationen in den Evangelien. Wir lesen nämlich, dass Jesus selbst von Schmerz und Trauer und Ärger gepackt worden ist und zu weinen begonnen hat, als er die Trauer von Maria und Martha gesehen hat. Es ist eine von nur 2 Stellen, in denen Jesus, der Sohn Gottes, zu weinen beginnt. So sehr hat es ihn getroffen. Er weint mit Maria und Martha. Und er ist innerlich so bewegt, dass er zu handeln beginnt. Er fragt los, wo habt ihr ihn hingelegt? Und als sie zum Grab kommen, ruft er laut und fordert die Männer auf, rollt den Stein vor dem Grab weg. Dieses Mal sind es nicht die Jünger, die Jesus aufhalten wollen, sondern es ist Martha. Martha, die sagt, aber Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn Lazarus ist schon seit 4 Tagen tot. Wir sehen, dass Martha immer noch nicht mit dem Eingreifen Gottes rechnet. Sie denkt, er sei am Verrotten, am Verwesen. Und weißt du, genau das tun tote Dinge. Tote Dinge beginnen zu verrotten und zu stinken. Ich erlebe das jedes Mal, wenn ich den Bioabfall leere, wie dieser Biomüll zu verrotten und zu stinken beginnt.
Aber genauso sehen wir das auch, wenn wir um uns herum schauen. Wir sehen, wie tote Dinge zu stinken beginnen. Beispielsweise, das ist ein Bild, wenn du Kinder siehst, die ohne Liebe der Eltern aufwachsen und verrohen. Oder Frauen, die von ihren Männern geschlagen werden und ihre Selbstachtung verlieren. Männer und Frauen, die Missbrauch erleben und ihren Wille gebrochen wird. Oder versteckte Süchte, die das Leben von Menschen zu bestimmen beginnen. Zerbrochene Beziehungen, die das Vertrauen von Menschen in sich selbst und in andere zerstören. Oder Menschen, die von Ängsten geplagt sind, die sie immer mehr in Isolation führen. Meine Lieben, um uns herum, in unserem Leben gibt es so viel Totes, das Gott wiederbeleben will, wo Gott ein neues Leben schaffen will. Und ich will mich von Gottes Barmherzigkeit bewegen lassen, diese Dinge nicht nur aus Distanz anschauen, sondern mich berühren lassen, wie Jesus in dieser Geschichte, um die Steine wegzurollen, die Totes im Leben von Menschen versteckt und verborgen halten. Und als die Männer hier in dieser Geschichte den Stein beiseite gerollt haben, schaut Jesus zum Himmel auf und sagt: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. Gott weckt den toten Lazarus zum Leben. Und viele Juden, die zuschauen, die das mitverfolgen, die Zeugen der Auferstehung geworden sind, kommen zum Glauben. Am letzten Hauskreisabend haben wir uns gegenseitig, wollten wir darin wachsen, Gottes Geschichte und unsere Geschichte zu erzählen. Und wir haben gehört, wie jeder Einzelne zum Glauben gekommen ist. Wir haben Geschichten gehört, wie Gott Dinge zum Leben geweckt hat, die tot waren. Und das war sowas von bewegend zu spüren, wie viel Kraft Gott in unser Leben gelegt hat, wie viel Leben entstanden ist. Meine Lieben, genau das will ich sehen, genau das wollen wir miteinander sehen, dass Gottes Leben jedes Herz und jedes Haus in Bern und darüber hinaus erfüllt. Und weißt du, unsere Stadt wird dann mit Leben erfüllt, wenn jedes einzelne Haus eine Begegnung mit seiner Liebe hat. Und ein einzelnes Haus wird dann von seiner Liebe erfüllt, wenn einzelne Personen eine Begegnung mit dem Lebendigen haben. Und einzelne Personen haben dann eine Begegnung mit der Liebe Gottes, wenn ich mich von Gott bewegen und berühren lasse. Es beginnt bei meinem Herz, es beginnt in mir. Und es beginnt damit, dass ich solche Steine aus meinem Leben wegrollen lasse, wo Dinge tot sind in meinem Leben. Wo gibt es in deinem Leben tote Dinge, Steine, die weggerollt werden müssen, bei denen du dich fürchtest, dass es dahinter stinkt? Meine Lieben, lasst uns Jesus ranlassen, dass er Leben an die toten Bereiche unseres Lebens bringt. Ich will ihn ranlassen. Und ich will mich von seiner Liebe für die Menschen bewegen lassen. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist mehr als ein Erlebnis. Er will uns in Bewegung setzen. Und ich will mich von seiner Barmherzigkeit, von der Not von Menschen berühren lassen und zum Handeln bewegen lassen. Und ich will seiner Kraft Raum geben, die Totes zum Leben erweckt. Und genau das wollen wir als Vineyard Bern in diesem kommenden Jahr miteinander erleben. Wir wollen uns von seiner Liebe bewegen lassen. Wir wollen uns von seiner Barmherzigkeit zum Handeln anstecken lassen. Und wir wollen seiner Kraft Raum geben, die Totes zum Leben erweckt. Und Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der Totes zum Leben erweckt. Und ich bitte dich, dass du bei uns, bei Menschen, die diese Botschaft heute hören, die hier am Zuhören sind, vielleicht Menschen, die einfach nur reinhören, kommst und Leben in die tote Bereiche ihres Lebens bringst. Dort, wo sie Dinge verstecken aus Furcht vor dem Gestank, Furcht, was Menschen denken können, wenn man riecht, wie es wirklich im Leben schmeckt. Ich bitte dich, dass du in diese Lebensbereiche kommst, dass du diese Steine wegrollst und Leben bringst. Dass du Situationen veränderst.
Und Jesus, wir wollen nicht einfach hier sitzen und uns von dir segnen lassen, sondern wir wollen von dir in Bewegung versetzt werden, damit diese Geschichte, die wir in diesem Buch leben, Realität wird im Hier und Heute, in der Stadt Bern und darüber hinaus. Jesus, wir wollen erleben, wie die Zukunft, deine zukünftige Realität bei uns heute und hier in die Gegenwart hineinbricht und Menschenleben verändert und Leben schenkt. Amen. Ja, wir wollen mit Gottes Eingreifen in unserem Leben rechnen. Und das können wir auch tun, indem wir im Gebet zusammenkommen und uns an ihn wenden, weil wir glauben, dass Gebet etwas verändert und Macht hat. Und heute werden wir uns einer Berufsgruppe anwenden, die vor allem um technische Berufe geht und Handwerker. Simon Zumbrunn ist Ingenieur und Jungunternehmer und er wird uns in einem kurzen Video erzählen, was das seine Gebetsanliegen sind. In technischen Berufen ist es unser Gebetsanliegen, dass wir mit Gott zusammenarbeiten können. Und das bedeutet, dass wir das Wirken und seine Versorgung in unserem Berufsalltag erwarten, dass wir himmlische Strategien erhalten, dass wir Gottes eingegebene Lösungen durch Träume, Visionen und Ideen erhalten, um kreativ zu arbeiten. Weiter ist es uns wichtig, dass wir Jesus widerspiegeln können gegenüber unseren Mitarbeitern, unseren Vorgesetzten, unseren Kunden und auch, dass wir Gottes Stimme hören können und dass wir vom Heiligen Geist geleitet sind bei jedem Schritt, den wir tun. Ja, Simon ist ein Teil einer Gruppe, die jeweils mit Leuten zusammenkommen, die technischen Berufshintergrund haben und schon miteinander beten und auch erleben können und austauschen, wie Gott wirklich in ihnen wirkt, wie sie erleben dürfen, dass übernatürliche Sachen passieren, Ideen und Durchbrüche stattfinden und wie sie Menschen einfach dienen können. Und deshalb lasst uns nun einfach einen Moment Zeit nehmen, um diesen Gebetsanliegen, die eingeblendet werden, auch Raum zu geben. Wir nehmen uns kurz Zeit und ich werde dann abschließen. Ja, danke, Vater, dass du einfach da bist, dass du der Gott bist, der uns versorgt und der Durchbrüche schenken möchte. Ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst und besonders einfach diesen Leuten, die in technischen Berufen sind, die Handwerker sind, schenk du neue Ideen für die Zukunft und neue Ideen auch, wie sie dir und Menschen dienen können in ihrem Alltag. Gib du einfach immer mehr Offenbarung und berühre du Herzen, dass sie auch deine Stimme im Alltag hören dürfen und gerade mit den Leuten, mit denen sie umgeben sind, einfach dürfen dienen und deine Liebe weitergeben. Danke, bist du da. Amen. Nimm doch am Schluss vom Gottesdienst noch einmal als Gruppe, wenn du als Gruppe zu Hause schaust, noch einmal Zeit, um diesen Gebetsanliegen noch ein bisschen mehr nachzugehen. Wir kommen nun zum Teil der Kollekte und wie du weißt, leben wir als Vineyard Bern für eine Vision, dass das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Wir wollen, dass alle Menschen Gott erleben können und wir sind mega dankbar, einfach, dass Gott uns so viel im Überfluss gibt und wir wollen ihm das auch wieder zurückgeben, indem wir in sein Reich investieren. Und das kannst du machen via eine Online-Spende, aber auch jetzt gerade mit Twint.
Danke vielmals für dein Mittragen. Genau, und jetzt kommen wir noch zu ein paar kleinen Infos. Weihnachten 2020, wahrscheinlich eine Weihnachten, wie du sie noch nie erlebt hast. Ich hoffe es jedes Mal. Jede Weihnachten ist etwas Neues und dieses Jahr wird sie besonders anders sein. Und auch die ganze Zeit vor Weihnachtszeit und Gemeinschaft haben ist anders. Und verschiedene Leute aus der Vineyard Bern haben sich entschieden, ein Adventsfenster online zu gestalten. Und du darfst an diesen gerne teilnehmen. Du kannst das online nachschauen gehen. Wenn du aber auch selber noch ein virtuelles Adventsfenster gestalten möchtest, es sind noch ein paar Plätze frei, dann melde dich nicht mehr. Okay, doch nicht mehr. Leider sind keine mehr frei, aber du darfst dich auf der Webseite informieren und daran teilnehmen. Genau. Wir werden dann nächste Woche mit einer neuen zweiteiligen Predigtserie starten, Advent auf Großes Warten. Ich bin mega gespannt, was Gott alles bringen wird. Wie du weißt, ist es im Moment relativ schwierig, Gemeinschaft mit anderen Leuten zu haben. Und trotzdem möchten wir dich ermutigen, suche Gemeinschaft mit Leuten, einfach Vereinzelten, um Gemeinschaft zu haben, sei das in einer Kleingruppe nach Maß oder anderen Treffen. Du darfst dich dafür gerne online informieren auf unserer Webseite oder wenn du irgendwelche Fragen hast oder Unterstützung suchst, darfst du uns auch eine E-Mail-Adresse an uns eine E-Mail senden, an die E-Mail-Adresse, die eingeblendet ist. Genau, und jetzt möchte ich noch einmal dich herzlich begrüßen, wenn du das erste Mal hier warst. Schön warst du da. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und gehst ermutigt aus diesem Livestream heraus. Wir möchten dich mega gerne persönlich kennenlernen und dir auch ein kleines Online-Geschenk zusenden. Darum melde dich unbedingt per Mail bei uns, dass wir dich kennenlernen dürfen. Natürlich darfst du uns auch sonst eine Mail schicken, wenn du sonst irgendwelche Fragen hast über Jesus oder über uns als Vineyard Bern. Und wie gesagt, am Schluss wird noch einmal die Kollektefolie eingeblendet, falls du nicht Zeit gehabt hast, um dein Handy zu holen und auch die Gebetsanliegen, damit ihr zusammen doch noch einmal im Gebet für technische Berufsgruppen und Handwerker im Gebet einstehen könnt. Und dann möchte ich dich einfach noch segnen für die Zeit, dass du eine wunderbare Weihnachtszeit hast und dass du Jesus Liebe spüren darfst wie noch nie zuvor. Und deshalb, Jesus, bitte ich dich einfach, dass du kommst, führ du uns in dein Licht und lass uns dich immer besser und klar erkennen und auch deine Liebe und deine Kraft, die in uns wirkt. Amen. Seid gesegnet. Sitting by the sea, waves are curling, winds are constantly stirring. I'm resting here, not in a hurry. My mind relaxes, things become blurry. Your love will take me off the shore. All fears will be gone that I've had before. Your promises will stick to me, just like the salty air that surrounded me. Let me capture this moment with my heart's eyes, soak in the feeling of unplanned surprise. Hear your words out here just as some echoes ring. They reveal a melody generations sing. Your love will take me off the shore.
There's a magic in the way that you're so near. I can hear over the waters your whistle's oh so dear. There's a beauty in their tunes that make me wanna cheer. You remind me of an ocean to this lover. There's an ocean to this for me. Your love will take me off the shore. All fears will be gone that I've had before. Your promises will stick to me, just like the salty air that surrounded